Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Bevor wir da reingehen, der kleine Hinweis, Leute, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, lasst doch gerne ein Abo da, einfach auf den Abonnieren-Button unter dem Video klicken, ist natürlich kostenlos, ja, müsst ihr euch keine Gedanken machen, hilft mir und ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Erste Pressekonferenz nach der Bekanntgabe, dass Tuchel am Saisonende aufhört. Ich bin sehr gespannt, es wird bestimmt einiges los sein. Ich bin gespannt, inwieweit die Fragen beantwortet werden oder halt nicht. Also, rein in den Bums. Findet jeder Platz? Wahrscheinlich nicht so. Bisschen skeptisch. Ja. Ja, herzlich willkommen hier und überall. Eine ereignisreiche Woche mündet im Top. Und überall. Der Dieter scheint ein bisschen traurig zu sein, ne? Spiel morgen Abend der FC Bayern gegen RB Leipzig. Ich bin eher ein bisschen froh gestimmt. Nichts gegen Thomas Tuchel, nochmal, bevor wir reingehen. Kann ein guter Typ sein, weiß ich nicht privat, wie er drauf ist. Ist mit Sicherheit auch ein guter Trainer, es hat bei uns halt einfach nicht gepasst. Kam halt auch zum schlechten Zeitpunkt mit dem Abgang von Uli und Brazzo und so weiter. Leipzig, willkommen zur Medienrunde. Aber da werden wir heute Abend im Stream nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Wer dabei sein möchte, hier live auf YouTube oder auch live auf Twitch. Hände habe ich noch nie auf einmal gesehen. Fangen wir an, hier vorne, wie immer, im Zentrum. Torben Hoffmann für Sky. Torben. Und hallo Thomas erstmal. Sorry. Ja, Thomas, wie kam es jetzt zu diesem Ereignis, dass man sich im Sommer trennen wird? Und Julian Nagelsmann, ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge, hat gesagt, dass man beim FC Bayern München grundsätzlich als Trainer zu wenig Zeit bekommt. Was sagst du auch zu dieser Aussage vom Bundestrainer? Ich kommentiere jetzt keine anderen Aussagen. Naja, sind wir ehrlich, er hat 11 Monate Zeit gehabt. So, und in den 11 Monaten gab es leider keinerlei Entwicklung. Ja. Punkt. Die ich selber nicht gelesen und gehört habe. Wie kam es dazu? Wir haben am Dienstag gesprochen und am Mittwoch haben wir die Mannschaft informiert und dann schon euch informiert. Ja, was sind die Gründe dafür? Ja, die Gründe sind, wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen. Dazu sind wir unzufrieden mit der Punkteausbeute und mit den 3 Niederlagen in Folge. Ich denke, das Bild ist es ist kein eindeutiges Bild. Ich denke, wenn es ein eindeutiges Bild und einen eindeutigen Schuldigen gäbe, in dem Fall den Trainer, dann sehe es ja heute jemand anders hier auf der PK. Ich denke, das impliziert die Entscheidung auch. Aber ich stehe in der Verantwortung, also muss jemand die Verantwortung dafür nehmen, für dass die spielerische Entwicklung, die Ergebnisse nicht da sind, wie wir sie uns vorstellen, wie ich mir sie vorstelle. Das ist so im professionellen Sport. Darauf haben wir uns geeinigt und so haben wir es kommuniziert. Ja, kann man auch nichts gegen sagen, wie er selber sagt, die spielerische Entwicklung, habe ich ja gerade schon gesagt, ist halt einfach nicht vorhanden. Ja, wir spielen denselben Rotz wie vor 11 Monaten. Es ist eher schlechter geworden unter Tuchel, was die spielerische Leistung anbelangt. Nix als Marc Abel für RTL. Grüß Gott. Aber es scheint ja auf jeden Fall mal ein bisschen lockerer zu sein. Ich glaube, er hatte auch einfach keinen Bock auf unserem Club, oder? Ich glaube, wann haben wir so ein Gesicht hier mal gesehen in der PK? Also, ich glaube, er ist auch froh, dass er raus ist aus der Verantwortung. Ne? Ich glaube, er hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Da wird wahrscheinlich auch andere Absprachen da gewesen sein mit Uli und Brazzo, die dann vom Verein nicht erfüllt wurden, allein mit seiner Holding Six-Geschichte und so. Und ich denke, von daher ist er froh, dass er da jetzt raus ist aus der Verantwortung. Herr Tuchel, ich stelle mir das grundsätzlich einfach sehr, sehr schwer vor, wenn jetzt eine Entscheidung bereits feststeht, man dann aber jetzt ja, mit der größtmöglichen Professionalität dann die Saison zu Ende führen will, muss im Sinne des Produktes, sage ich mal, im Sinne dessen, was man möglicherweise noch in dieser Saison gewinnen kann. Wie werden Sie und Ihr Trainerteam das angehen und
wenn ich richtig... Ist ziemlich einfach, weil wir Fußball lieben und wir das lieben, was wir machen. Ziemlich einfach. Für mich hat es noch nie eine Rolle gespielt, ob ich einen 5-Jahres-Vertrag oder einen 5-Wochen-Vertrag habe. Ob der hochdotiert war, ob der nicht hochdotiert war, das spielt keine Rolle. Das alles, was eine Rolle spielt, ist im Hier und Jetzt. Die Umstände. Die Umstände sind neu, aber es ist eigentlich... Wenn man sich ein bisschen Mühe macht, darüber nachzudenken, so geht es mir zumindest, ist es eigentlich egal, ob ich die Entscheidung komplett nachvollziehen kann, ob ich sie gut finde, ob ich erleichtert bin, ob ich nicht erleichtert bin, ob ich happy bin, ob ich es richtig finde. Das spielt alles keine Rolle. Ich liebe den Job und ich werde den Job selbstverständlich wie zuvor mit der gleichen Energie machen. Alles, was zählt, die Entscheidung, ob nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar, ob wir sie mögen, nicht mögen, ob ihr sie versteht, ob wir sie oder nicht, es spielt keine Rolle. Es gibt Klarheit und Klarheit. Ich das jetzt so höre, kommt es mir schon so vor, als wenn er die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen kann, oder? Bringt Freiheit und die Freiheit ist immer gut, sowohl zum Spielen als auch zum Trainieren. Aber ich denke schon, dass man sieht, dass er irgendwie ist er gelöster, oder? Oder habe nur ich den Eindruck? Also er wirkt gelöster. Ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht auch ein bisschen gelöster auf dem Feld ist und vielleicht die Mannschaft auch ein bisschen gelöster ist. Ich bin sehr gespannt. Gleich daneben Julian Buhl für T-Online. Ja, hallo Herr Tuchel. In den vergangenen Tagen wurde auch sehr viel geschrieben, speziell auch über Ihr Verhältnis. Es ist natürlich wieder, um das ganz kurz zu sagen, bevor wir weitergehen, es ist natürlich wieder sehr traurig, dass auch jetzt wieder der Tuchel da alleine sitzt. Ja? Ich meine, klar, es ist die Spieltagspressekonferenz. Man hätte natürlich auch mal einen Tag vorher eine Pressekonferenz einberufen können, wo dann halt der Sportdirektor da auch noch zu sitzen hat und das auch von Vereinsseite mal kommuniziert. Ja, das finde ich sehr, sehr schwach von Vereinsseite, dass das jetzt alles Thomas Tuchel da sitzt und das alles moderieren muss. Also das finde ich ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Zu Joshua Kimmich. In den vergangenen Tagen, oder? Nicht nur, ja, deswegen wollte ich gerne bei Ihnen nachfragen, wie Sie das eben sehen und auch... Er ist viel lockerer, Alter, viel relaxter so. Also sieht man ja schon, wie er reagiert. Auch wenn Sie sagen, nicht nur in den vergangenen Tagen, wie halt auch seine Rolle in dieser gesamten Saison, aber speziell auch jetzt in dieser momentanen Situation sehen. Und eine kurze Nachfrage noch zu der beschlossenen Trennung. Ist es richtig, dass Sie auch diese Trennung dann wollten? Und wenn ja, warum waren Sie dann der Meinung, hier im Sommer nicht mehr weitermachen zu wollen? Danke. Das meine ich halt. Ja, genau diese Fragen muss er da jetzt alleine kommunizieren. Ja. Also das ist wild. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide. Ich bin ja Angestellter vom Verein. Deshalb, wie gesagt, wir haben nicht lange gebraucht. Es war ein kurzes Gespräch am Dienstag und nicht so, aber normale Länge von dem Gespräch am Dienstag und haben es am Mittwoch entschieden. Ich sehe das sehr professionell und sehr nüchtern. Das ist professionell. Gut, das ist aber auch seine Art. Ne? Aber anscheinend hat das ja dann der Verein alleine entschieden und nicht mit Thomas Tuchel. Also wie er das jetzt kommuniziert, hört sich das für mich so an. Der Verein hat beschlossen, die Zusammenarbeit im Sommer zu beenden. So, Punkt. Und das hat man ihm kommuniziert. Ja. So nehme ich das gerade wahr, was er erzählt. Deswegen sage ich ja, wäre es halt schön gewesen, wenn da auch einer von Vereinsseite noch gesessen hätte, der nicht nur der Pressesprecher ist. Professioneller Sport auf dem höchsten Level. Da kommt es am Ende auch nicht darauf an, was ich will und was ich möchte. Da findet man eine gemeinsame Lösung. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin. Ich bin aber in der Verantwortung und damit... Ja, da gehe ich völlig mit d'accord. Ne? Habe ich ja das Video gemacht, was aktuell falsch läuft bei uns im Verein. Und da stimme ich ihm 100% zu. Er ist natürlich nicht das einzigste Problem. Aber er hat selber viele gravierende Fehler gemacht, ja, mit den Aufstellungen, mit den Auswechslungen, mit der taktischen Ausrichtung, mit keinerlei Spielideeentwicklung in den letzten 11 Monaten. Dazu denke ich, weiß er auch, welche Spieler das Problem sind, aber er hält trotzdem an diesen Spielern fest. So, also. Und wie er sagt, er ist der in der sportlichen Verantwortung steht. Ja. Aber natürlich hätten die Umstände natürlich besser für ihn sein können, als sie aktuell bei uns im Verein sind. Ich denke, da brauchen wir
nicht drumherum reden, ja. Auch auf den Kader bezogen natürlich. Damit habe ich kein Problem, auf gar keinen Fall, und die übernehme ich auch. Und Sie können sich sehr sicher sein, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, wie wir spielen, und das auch lange nicht war, als wir gewonnen haben. Ja, wäre es halt schön gewesen, wenn er das dann auch dann kommuniziert hätte, ja, und nicht dann versucht, selbst Niederlagen dann noch irgendwie schön zu reden, ja. Also dann hat man halt diesen Eindruck, dass er mit dieser Spielweise zufrieden ist. Dass wir das sehr gerne anders auf dem Platz hätten. Jetzt haben wir eine neue Situation, die ist neu für mich, die ist neu für mein Trainerteam, auch neu für die Mannschaft, aber sie ist einfach, sie ist gelöst, die Situation ist gelöst, sie ist kommuniziert, und dadurch, glaube ich, ist sie, wie ich gesagt habe, sie ist klar, und hoffentlich bringt uns das eine Freiheit. Sie bringt es auf jeden Fall für den Trainer, eine Freiheit. Das wäre aber jetzt auch schon dann echt ein Armutszeugnis. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Jetzt überlegt mal, wir spielen Samstag zum ersten Mal seit 11 Monaten wieder mal ansehnlichen Fußball. Ja, mal unabhängig vom Ergebnis. Dann ist den Entscheidungen, in dem, wie man agiert. Und sie bringt es hoffentlich auch für die Mannschaft, um sich ein bisschen freier zu fühlen. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, aber ich bin natürlich in der Verantwortung, und die übernehme ich auch mit dieser Entscheidung, das ist kein Problem. Dann in der Mitte Florian Eckel für den Bayerischen Rundfunk. No, lass mal. Also Kimmich war noch, sorry. Zu Josh, ja gut. Josh ist ein extrem wichtiger Spieler, ist ein Führungsspieler, und ich denke, dass auch in den letzten Spielen Josh nicht an seine Topform rankommt, aber mehr gibt es nicht zu sagen. Wir kämpfen für gemeinsame Ziele, und das wird sich nicht ändern. Wenn man da mal ein bisschen auf die Körpersprache geachtet hat, aber wenn er darauf geantwortet hat, immer so diese Verneinung und sowas, ja, ist ja auch okay. Ja, ich stimme ihm ja 100% zu. Aber vielleicht wäre es dann halt einfach auch mal ein Zeichen gewesen, so, pass mal auf, Josh, bist jetzt mein rechter Verteidiger, und wäre gut gewesen, so, ne, im Laufe der Saison. Dann Florian Eckel für den Bayerischen Rundfunk. So, hallo. Ja, im Endeffekt ist es jetzt ja für Sie, Sie sagen, Sie haben die Freiheit jetzt. Wie haben Sie es bei der Mannschaft schon wahrgenommen? Gab es da Reaktionen? Weil zuletzt hatte man immer mal wieder das Gefühl auch, ja, dass die Energie gefehlt hat. Also ist die Gefahr nicht auch, dass die Energie jetzt noch mehr abfällt bei der Mannschaft? Ja, na klar, die Reaktion war, Tore gehen in die Kabine. Ja, Jungs, ich muss euch leider mitteilen, der Verein hat entschieden, wir werden ab Sommer nicht mehr weiterarbeiten. Ja, gleich Partystimmung, bäm, die Sektkorken am Knallen. Das werden wir sehen. Und kann ich jetzt wenig dazu sagen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir die Mannschaft nicht erreichen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es ein Problem gibt, ein größeres Problem gibt zwischen Mannschaft und Trainerteam. Den Eindruck hat er dann aber auch exklusiv, muss ich leider sagen. Zumindest die letzten Wochen. Nur wir sehen, wir haben ein sehr diffuses Bild. Ich habe Ihnen das mehrmals geschildert. Wir haben eine krasse Diskrepanz zwischen dem, wie wir trainieren und wie wir spielen. Und dann steht am Ende der Trainer in der Verantwortung. Wir haben auf einem guten Niveau trainiert, wie immer. Ob ich Ihnen damit versprechen kann, mit dieser Entscheidung, dass am Wochenende alles besser wird. Nein, ich war schon ein paar Mal hier gesessen und war 100% sicher, dass wir einen Riesenschritt nach vorne machen und eine Topleistung bringen. Haben wir nicht geschafft. So wie könnte ich jetzt hier sitzen und sagen, das ist es jetzt ist alles gut. Das würde bedeuten, dass eigentlich vorher alles schlecht war. Wenn vorher alles schlecht war, denke ich, würde heute ein anderer hier sitzen. Also glaube ich nicht, dass das was dann bist du sagen, meine. Das ist aber auch wild, sich da jetzt so ein bisschen selbst zu beweihräuchern. Also ich glaube, wenn eine vernünftige Alternative da gewesen wäre, kurzfristig, würde er da jetzt nicht mehr sitzen, glaube ich. Und wir haben ja noch ein paar Ziele. Also wir spielen ja jetzt nicht... Aha. Welche paar Ziele haben wir denn noch? Also ich sehe eins, das wäre, ja gut, die Champions League Qualifikation zu erreichen und vielleicht in der Champions League noch ein bisschen weiterzukommen. Ja, sind doch Ziele. Wir spielen in der Meisterschaft noch um den maximalen Erfolg und werden nicht aufgeben, bevor das entschieden ist. Und wir haben noch ein Rückspiel in der Champions League, spielen ums Viertelfinale und dann natürlich auch dort um den maximalen Erfolg, den wir erreichen können. Hier vorne Stefan Kumberger für Sport 1.
Grüß Sie, Herr Tuchel. Sie haben gesagt, Sie wären nicht das einzige Problem. Gibt es denn Momente, wo Sie von Ihren Spielern enttäuscht sind? Weil selber können Sie ja nicht spielen und Sie haben bei Ihrer Vorstellung ja gesagt, es wäre einer der besten und talentiertesten Kader in Europa. Ja, deshalb bin ich enttäuscht von mir und von dem, wie wir im Moment spielen. Aber ich bin nicht persönlich enttäuscht von Spielern. Ich bin ihr Trainer. Ich bin nicht. Wir haben hohe Ansprüche immer wieder und die werden sich auch nicht ändern. Die werden sich auch nicht ändern für morgen und für die nächsten Woche. Da wird sich gar nichts ändern. Wir haben hohe Ansprüche an die Spieler und versuchen, das Maximale aus ihnen rauszuholen. Wir haben in dem Rahmen, den wir denken, geben zu können, alles gegeben. Es ist noch nicht zu Ende. Die Wirkung hat nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, die ich von mir selber erwarte. Und deshalb ist die Entscheidung für Saisonende getroffen, aber sie ist für Saisonende getroffen. Ich denke, das impliziert, dass es nicht das eine Zerwürfnis und den einen irgendwie die Meinung gibt, dass wir hier komplett aneinander vorbeiarbeiten. Ja gut, den Take fühle ich halt gar nicht, dass er immer wieder darauf zurückkommt, sich das jetzt schön zu reden, so ich bin nicht das Problem, weil ich ja noch bis Saisonende arbeiten darf. Schwierig. Das hört sich gerade nicht so an, als würde er sich nur in irgendeiner Art und Weise hinterfragen. Und das müsste er auf viele Entscheidungen gesehen. Nochmal, dass er nicht der Alleinschuldige ist, steht außer Frage, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber Ich denke, dass die Verantwortlichen es sehr wohl sehen, was hier jeden Tag passiert, mit wie viel Energie wir versuchen, die Mannschaft zu beeinflussen. Uns ist mir persönlich ist völlig klar, dass sie das nicht sehen im Stadion, weil ich sehe es im Stadion auch zu selten. Deshalb übernimmst du am Ende die Verantwortung als Trainer, so ist das. In der letzten Reihe der Adam für Sports Illustrated. Herr Tuchel, eine Frage, es macht ja immer die Runde zuletzt, das Wort so ein bisschen FC untrainierbar, der FC Bayern, aufgrund der Spieler, die sich doch ein bisschen schwer tun, aufgrund der Charaktere und so weiter. Naja, wir können ja nicht untrainierbar sein, wenn im Training alles super geil ist. Passt ja nicht. Waren Sie ein bisschen zu blauäugig auch 2023 im März, um diesen Job anzunehmen? Würden Sie es vielleicht nochmal tun im Nachhinein oder eher nicht? Macht keinen Sinn, zurückzublicken. In dem Moment gab es einen Anruf und innerhalb von 48 Stunden haben wir die Entscheidung getroffen, weil wir Lust darauf hatten, weil wir es uns zugetraut haben. Jetzt ist es nicht mal ein Jahr, oder was ist jetzt? Ja, nicht mal ein Jahr. Es ist, fühlt sich schon so an, als wäre es auch für mich zum ersten Mal so, dass die Entwicklungsschritte einfach nicht konstant erkennbar sind. Wir haben extrem viele Punkte geholt, wir haben ein paar Rekorde und aufgestellt auch. Das wird ja leicht vergessen. Wir hatten eine bisher extreme Verletztensituation, auch für das Spiel morgen. Wir sind selbstbewusst genug, und waren selbstbewusst genug und sind das auch nach wie vor, um von uns überzeugt zu sein. Ich denke, das ist auch unser Recht im Trainerteam. Wir waren überzeugt davon, auch hier die Mannschaft auf das nächste Level zu bringen und auch konstant auf das nächste Level zu bringen. Das ist uns nicht gelungen. Deshalb wird das ab Sommer jemand anders machen. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Ja. Und das hat man in 11 Monaten, ist einem das nicht gelungen. Überhaupt irgendwas auf ein normales Level zu kriegen. Wir reden ja noch nicht mal aufs nächste Level. Ja? Das hat er schon richtig eingesehen. Ja? Dann hinten in der Mitte, bevor wir nach drüben wechseln. Ja, bitte. Ja, grüß Gott, Herr Tuchel, Jörn Michaelis, Sat.1. In der amerikanischen Politik spricht man immer gerne von einer lame duck, wenn feststeht, dass der Präsident geht, dass er keine lange Amtszeit mehr hat. Inwiefern befürchten Sie ein Stück weit auch einen Autoritätsverlust, dass vielleicht der ein oder andere Spieler denkt, der ist ja sowieso in 2 bis 3 Monaten weg? Das würde mehr über den Spieler aussagen, als über meine Autorität, würde ich sagen. Guter Konter, fühle ich. Aber da sieht man auch, was der Tuchel für eine Art Mensch ist. Hat man vorhin schon gemerkt, bei der einen Geschichte von wegen darauf angesprochen, ob die Spieler vielleicht jetzt ein bisschen abbauen oder sowas. Oder hat er ja gesagt, da sieht man das. Ja? Ich fühle ihn als Typ. Ja, das ist ja auch das Problem immer. Deswegen war ich aber so gehypt von Tuchel. Ich fühle ihn halt einfach als Typ. Ne? Dass er genau das sagt, ja, wen interessiert es am Ende? Dann zeigt das ja eher, dass der Spieler ein Charakterproblem hat. Ne? Und da hat er recht. Da hat er 100% recht.
Ja, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Deswegen ist es ja so schade, dass er so extrem hardcore versagt hat und dann so extrem hardcore eben halt auch an diesen Spielern festgehalten hat. Ja. Und die jungen Spieler so ignoriert hat. Deswegen habe ich das auch null verstanden. Weil er eigentlich ja schon der Typ ist, der, ja, wie man es jetzt gerade auch so wahrnimmt, ne? Schon so der Typ ist so, ja, ist mir doch egal, Alter. Wenn ich das so will, dann mache ich das so. Aber anscheinend hat er sich einfach auf die verkehrten oder in die verkehrten Spieler verguckt. So. Wir haben jetzt auch mit einigen Fans draußen gesprochen, die haben so zu uns gesagt, die hatten so das Gefühl, es hätte nicht richtig gematcht zwischen ihnen und dem FC Bayern. Wie würden Sie das rückblickend sagen? Sind Sie richtig warm geworden in der Zeit mit dem FC Bayern? Ich identifiziere, ja, also ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu als nur vereinzelte Fanmahnungen, ob ich nicht warm geworden bin. Ich glaube, dass Sie als Trainer oder ich als Trainer, wir beeinflussen natürlich, maßgeblich werden wir danach beurteilt, wie die Mannschaft spielt, wie viele Punkte sie holt und auf welche Art und Weise. So, das ist doch ganz klar. Da sind wir unter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Aber Sie beeinflussen natürlich schon auch eine Kultur innerhalb eines Vereins. Das beginnt, es ist beim Zeuger, bei den Physiotherapeuten, bei den Mediendirektoren und so weiter. Und da setzen Sie den Ton für ein Miteinander und so weiter. Und ich glaube nicht, dass Sie da viele Stimmen finden würden, die bestätigen, dass wir hier nicht warm geworden sind. Das würde ich so nicht, das empfinde ich definitiv nicht so. Wie gesagt, super traurig, jetzt auch bei dieser Frage. Ja. Deswegen auch gerade auch der Blick rüber zum Dieter. Es ist ein Trauerspiel, dass da kein Vereinsvertreter sitzt. Ja. Da hätte der Christoph Freund sitzen müssen, der hätte da direkt sagen können, völliger Schwachsinn. Ja, aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht hat's nicht gematcht mit dem FC Bayern. Und ja, auch aus meiner Sicht ist er oder hat er so ein bisschen diese Identifikation zumindest nach außen hin vermissen lassen. Ja. Aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, wie er es gerade sagt, wie man innerhalb des Vereins agiert oder wie da die Stimmung ist. Ja. Das eine hat ja mit dem anderen relativ wenig zu tun. Und das ist gerade sehr schade, wie ich finde. Da hätte halt so ein Christoph Freund gleich sagen können, pass mal auf, das ist völliger Schwachsinn hier im Verein, ja, und so weiter. Ne? Und würde sagen, es ist das Gegenteil. Ist schade, dass er das alles alleine moderieren muss. Ich kann nachvollziehen, ich verstehe, was die Leute meinen, aber es ist vielleicht dann auch eine Übersprungshandlung, dass sie einfach nicht sehen, wie wir die Mannschaft beeinflussen. Und auch da kann ich sie verstehen. Nee, es geht schon allein darum, dass man viele Sachen hinnimmt, wie er sie hingenommen hat, dass man auf der Trainerbank hockt, bis hierhin zugemummt oder mit den Händen vorm Gesicht. All diese Sachen, ja, die zeigen halt nicht oder geben einem nicht das Gefühl, ja, ich identifiziere mich hier mit dem Verein, ich gebe 110%, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Das zeigt eher so, ach ja, am Ende des Tages ist es halt, wie es ist, so kommt das dann halt rüber für den Fan, ne? Und dazu noch seine wilden Pressekonferenzen teilweise. Dann wird halt, dann ist es ein Jump into a Conclusion, dann ist es, ach, der ist nicht warm geworden. Okay, wenn es so einfach manchmal ist, dann wird ja auch spätestens im Sommer alles gut. Dann auf der Seite Klaus Bergmann. Ach, herrlich. Für die DPA, bitte. Hallo, Herr Tuchel. Ich fühle den Seitenhieb, den er gebracht hat. Sie haben gesagt, Klarheit bringt Freiheit. Welche Freiheit erwarten Sie morgen seitens der Mannschaft, jetzt in dem Spiel gegen Leipzig? Ja. Und welche Klarheit bringt es für Sie in Ihrem Handeln jetzt bis Saisonende? Da verändert sich ja auch was. Ja. Und Sie haben vorhin diese Personalsituation, also geben Sie uns dann noch ein Personalupdate. Ja. Dann sind wir wieder bei der Normalität. Serge ist noch raus, Fonsi fehlt, Sascha Boy fehlt, Nus Masraoui fehlt, Kingsley Coman fehlt, Upa ist leider gesperrt und Conny ist nach 6 Wochen zurück im Training und kann im Kader sein. So, das ist das Personalupdate und klar, es verändert sich auf jeden Fall die Situation. Also Jetzt bin ich gespannt. Also die Entscheidungen auch für einen Trainer sind natürlich jetzt auch von einer größeren Freiheit geprägt, weil ich weiß, dass meine Entscheidungen, auch wenn du brauchst deine Entscheidung nicht mehr abwägen, was das für eine Langzeitwirkung hat. Die Entscheidung ist eigentlich... Wow. Also wenn ich das jetzt so interpretiere und dann mal zurückdenke, welche
Erwartungen ich hatte an Tuchel, bin ich sehr gespannt. Ja, weil wir wissen ja alle, dass er so Kimmich, Goretzka ist er nicht wirklich Fan von. Ich bin sehr gespannt. Na? Kann jetzt kann endgültig und mit absolut 100% alles wie ein Pokalspiel gecoacht werden, von Spiel zu Spiel. Denn das ist sagen wir mal, eine Kaderentscheidung, eine Auswechslung, eine Einwechslung, eine Startelf und sonst was. Hat jetzt für mich persönlich keine Langzeitwirkung mehr. Wie wirkt sich das aus auf die Chemie? Wie wirkt sich das aus auf den Spieler? Was passiert dann in der Vorbereitung? Will der Spieler dann im Sommer gehen, wenn das jetzt wieder in einem wichtigen Spiel oder sonst was? Das fällt alles weg. Ja, sag ich ja gerade. Ja, aber dann sieht man ja, es ist aber traurig. Es ist traurig, dass das anscheinend ihn gehemmt hat. Ja. Das ihn gehemmt hat, zu sagen, ich stelle jetzt einen Josh nicht auf, nur mal ein Beispiel am Kimmich, ihr kannst ja auch jeden anderen nehmen, ja, weil er dann Langzeit, wir haben es ja gerade gehört, ne, in der Kabine und so weiter und so fort und sogar vielleicht würde der Spieler dann den Verein verlassen. Das ist super traurig, ja, also nochmal, wir reden über Leistungssport und wenn das dann die Gründe waren zu sagen, ja, deswegen spielen diese Spieler immer, da muss ich sagen, dann habe ich den Tuchel wirklich unterschätzt. Ja, ich habe gedacht, genau, das ist ja auch, warum ich so enttäuscht war von Tuchel, dass er genau diese Art Trainer ist, der darauf scheißt. Ja. Aber anscheinend ja nicht. Zumindest bei uns jetzt nicht, bei dieser Station. Dann bin ich sehr gespannt auf die nächsten Wochen, wie da die Aufstellungen aussehen werden. Wenn natürlich ein paar Alternativen da sind. Aktuell ist ja alternativlos eigentlich, dass ein Kimmich hinten rechts zu spielen hat. Ja. Also wenn er so argumentiert, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr einen Conny Leimer hinten rechts hinknallen, nur damit Josh zufrieden ist, dass er Mitte spielen darf. Also da bin ich sehr gespannt. Nur um das jetzt mal an diesem Thema festzumachen. Mal gucken, was sonst noch passiert. Ja. Das, wie gesagt, also da gibt es ja auch genug Beispiele, wo das hilft, wo das einem Trainer hilft und dann vielleicht auch einer Mannschaft hilft. Die Erwartungen an meine Mannschaft sind immer sehr hoch, von mir persönlich, weil die Erwartungen an mich von mir persönlich sehr hoch sind. Deshalb erwarte ich. Aber wenn wir das dann jetzt interpretieren, dann wird De Ligt wahrscheinlich kein Spiel mehr spielen. Ne? Sobald ein Opa wieder da ist. Da bin ich auch gespannt. Immer das Maximum. Das haben wir nicht oft genug geliefert. Morgen ist ein super schweres Spiel. Die Ergebnisse zuletzt gegen Leipzig sprechen eine eindeutige Sprache, leider. Nicht in unserem Sinne. Leipzig hat einfach viele Dinge, die uns wehtun. Und wir müssen ja, also ich kann mal... Ja, wenn ich das schon wieder höre, dann noch sein Durchatmen... dann impliziert mir das gerade so, ja, eigentlich haben wir keine Chance in diesem Spiel. Ich weiß auch, dass die Spieler, ich meine, wir sprechen ja jetzt auch miteinander, wir stehen ja jetzt nicht voreinander und reden nicht mehr und ich bin beleidigt und die Spieler sind glücklich wie nie. So ist ja die Situation nicht, sondern wir haben eine Beziehung aufgebaut und auch eine offene Beziehung und eine Beziehung, die auf dem Dialog stattfindet und das hört ja nicht auf, deshalb weiß ich ja auch, wie die Spieler sich jetzt fühlen und wir werden sehen, wir werden sehen morgen. Wir haben oft genug gesagt, dass wir sehr, sehr gut trainiert haben. Wir haben oft genug gesagt, wir werden morgen das Zeichen setzen. Wir haben es nicht oft genug geliefert. Auf den Tisch. Aber klar, es ist nach 3 Niederlagen jetzt zu Hause gegen Leipzig mit den Ergebnissen und Leistungen, die wir zuvor gegen Leipzig haben. Da muss wirklich jedem klar sein, wir müssen mental, aber auch körperlich an die absolute Grenze gehen. Jetzt haben wir natürlich ein paar Situationen im Kader, dass uns Geschwindigkeit fehlt, dass uns komplett ein rechter Verteidiger fehlt, aber wir werden Lösungen dafür finden und morgen angreifen. Machen wir noch 4 Fragen bitte. Nebendran Vincent Schirpke für die TZ. Ja, hallo Herr Tuchel, Sie haben ja gerade schon am Beispiel von Joshua Kimmich gesagt, dass nicht nur in den vergangenen Tagen, sondern auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder über Störgeräusche neben dem Platz berichtet wurde. Ja. Hätten Sie sich da manchmal mehr einen Fokus aufs Sportliche gewünscht? Und zum Sportlichen, wie schwer war es denn jetzt? Da muss man auch sagen, da muss natürlich dann auch, wie ich ja schon auch in dem anderen Video sagte,
Da muss von Vereinsführung dann auch was passieren. Ja? Das kann nicht sein, dass der Trainer das alles alleine moderieren muss, solche Sachen. In so einer Woche, wo so viel passiert, sich richtig auf so ein wichtiges Spiel am Samstag vorzubereiten, hatten Sie das Gefühl, dass sich da im Team, im Training irgendwas verändert hat in der Stimmung oder vielleicht auch was befreit hat? Wir haben vorher auch gut trainiert und wir haben auch jetzt wieder gut trainiert. Also wie gesagt, ich glaube, dass es ganz normal ist in einer Gruppe von 20 Spielern, dass manche zum Trainer einen engeren Draht haben, manche haben keinen so engen Draht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Umgang von Respekt geprägt und der ist immer von Erwartungen an den Sportler, aber auch natürlich an den Menschen in der Kabine. Wir haben natürlich klare Erwartungen, die sind immer klar kommuniziert. Wenn es da ein Zerwürfnis oder wenn es da ein Verhältnis gäbe, dann glaube ich, würde heute hier jemand anders sitzen. Also wir haben die Entscheidung getroffen, da für Klarheit zu schaffen, dass jetzt gerade nach drei Niederlagen nicht wir ständig in die gleiche Mühle tappen. Bleibt er jetzt noch Trainer, bleibt er nicht mehr Trainer, geht das noch, geht er das nicht mehr, erreicht er noch die Mannschaft, war das jetzt unglücklich, war das spielen die gegen den Trainer, können die nicht besser oder was auch immer. Das ist ja müßig so. Das haben wir jetzt weg. Also ist einfach eine Entschuldigung weg, ein Störfaktor weg, können Sie nennen, wie Sie wollen. Und los geht's. Aber viel verändert in der Spielvorbereitung hat sich für mich persönlich jetzt nicht. Also da. Ja, was soll ich da auch verändern? Er findet ja jetzt nicht sich neu, nur weil er weiß, dass er am Ende der Saison geht. Ne? Das Einzige, wie er halt sagte, ist, er muss sich jetzt nicht mehr Gedanken machen, und irgendwie Rücksicht nehmen, was passiert, wenn ich den Spieler jetzt einfach draußen lasse, weil ich nicht von ihm überzeugt bin. Ist mir dann am Ende egal, wie der Spieler sich nächstes Jahr fühlt oder ob er dann Abwanderungsgedanken hat. Wenn ich das interpretiere, denke ich, ist das ganz klar auf die Licht abgezählt. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Ja. Ich bin sehr gespannt. Muss ich auch sagen, habe ich an mich einen professionellen Anspruch, den es zu erfüllen gibt. Und da werde ich persönlich kein Prozent nachlassen. Eins weiter davor, Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo Herr Tuchel, Sie haben vorher schon wieder vom maximalen Erfolg gesprochen. Das war ja auch in der Pressemitteilung zu lesen. Vielleicht können Sie dieses Ziel mal abstecken. Was ist denn dieses Jahr noch drin? Was möchten Sie noch erreichen? Wir spielen noch um 2 Titel und wir spielen nicht mehr um 2 Titel. So unwahrscheinlich das jetzt im Moment sich anfühlt, spielen wir trotzdem um 2 Titel. Und der maximale Erfolg am Wochenende sind 3 Punkte. Also spielen wir erstmal um 3 Punkte. So einfach ist es. Erste Reihe Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, Sie haben gesagt, in Ihrer Analyse sind Sie nicht das einzige Problem hier beim FC Bayern für diese Situation. Wo sehen Sie denn die anderen Probleme und Gründe wegen? Das meine ich jetzt halt auch. Was ist das? Ich meine, er wird die Frage nicht beantworten. Ja. Sollte klar sein, aber da hätte halt jemand anderes noch beisitzen müssen. Punkt. Denen ihre Arbeitsweise hier nicht funktioniert hat, wie bei anderen Vereinen, wo sie sehr erfolgreich waren. Und auch Julian Nagelsmann, der beim vorigen Verein gute Arbeit geleistet hat, nicht das liefern konnte, was man sich erhofft hat. Die Verantwortlichen kennen meine Analyse. Das ist auch eine sehr selbstkritische Analyse. Aber die kennen meine Analyse und das ist definitiv keine Analyse für die Öffentlichkeit. Ja. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, weil das Mikrofon umherwandert. Hier bitte vorne in die erste Reihe zu Mario Krischl für den Kicker. Und da ist es. Jawohl. Herr Tuchel, jetzt haben wir viel über die mögliche Freiheit der Spieler sinniert. Was glauben Sie denn, wie schwer wird es Ihnen denn fallen, jetzt in den nächsten Monaten komplett auszublenden, was für Sie vielleicht ab Sommer passieren wird? Das kommt super einfach, weil da wird jetzt bis Saisonende gar nichts passieren. Also es geht für mich, ja, ab Sommer weiß ich nicht, was passieren wird, aber ich werde da jetzt keinen Einfluss drauf nehmen. Es hat für mich noch nie funktioniert, während eines Jobs über andere Dinge nachzudenken oder andere Dinge zu planen. Dieser Job für mich funktioniert nur mit 100% von dem, was ich habe. Deshalb habe ich
habe ich eine Idee davon, aber die Idee muss in der Schublade bleiben, bis das letzte Spiel gespielt ist, sonst funktioniert es nicht. Sonst funktioniere ich nicht und ich habe einen sehr hohen professionellen Anspruch an mich selber und das geht nur mit 100% für die Aufgabe, in der. Ja, natürlich, was soll er anderes sagen, aber ich denke, ich verstehe auch das so, ja, ich habe eine Idee, die muss aber in der Schublade bleiben. Ich glaube nicht, dass, wenn wir jetzt mit FC Barcelona, FC Liverpool, was weiß ich, egal wo er im Gespräch sein sollte, reden, dass diese Vereine warten werden, bis die Saison zu Ende ist, um dann mal nachzufragen, hallo, hättest du vielleicht Lust? Ja, also da wird natürlich schon vorher irgendwie, er ist ja dann ab Sommer auf dem Markt, da wird auch vorher nachgefragt werden. Ja. Und da wird er sich auch schon vorher damit auseinandersetzen müssen. Also. Aber klar, das würde, was soll er das jetzt hier äußern? Ich weiß nicht, ob er einen Berater hat, damit der Berater das übernehmen und gut ist. Ja, ich nehme ihn schon ab, dass er so in Gedanken natürlich noch hier bei dem Job ist. Alles andere wäre auch tragisch. Ja. Der ich jetzt im Moment bin und das ist bis zum Saisonende zu 100% Bayern München. Dann die letzte Frage, Torben Hoffmann noch. Ich würde nochmal auf die Abwägung und Langzeitwirkung sprechen. Man hat so das Gefühl, dass du jetzt in deiner Trainingsarbeit freier bist und das umsetzen kannst, was du vielleicht vorher auch gerne gemacht hättest, was dann aber bei dem einen oder anderen Spieler, ich nehme auch bewusst die Mannschaft in die Pflicht, dass da in Richtung Mentalität oder Charakter du dann letztendlich auch von dem einen oder anderen Spieler enttäuscht bist. Also es klingt so, dass du jetzt frei bist in deinen Entscheidungen, weil vorher hättest du abwägen müssen, ob einer jammert oder im Sommer den Verein verlassen will. Also nee, das ist nichts Bayern-Spezifisches. Dann ist gut, dass wir es nochmal klären können, dass das ganz normal ist. Also dass du einem Spieler zum Beispiel, der von seinem, hatte gar nichts mit Bayern zu tun, das ist in Paris und in Dortmund und in London nichts anderes. Und einem Spieler, der vielleicht schon lange im Verein ist, der lange spielt, der noch einen langen Vertrag hat, dass du das mit in deine Entscheidung, wie du mit ihm umgehst, wie du mit ihm planst, mit einbeziehst, ist, also so arbeite ich immer. Das in dem Moment, wo du weißt, bitte? Auch bei der Aufstellung ist doch vollkommen egal, wie lange der einen Vertrag hat. Wenn er gut ist, spielt er nicht. Ja, berechtigter Einwand. Ja, ganz genau. Da bin ich jetzt immer gespannt. Gut spielt, sitzt er auf der Bank. Ja, nein. Okay, so kann man es auch sehen. Ich denke schon. Solange wie er jetzt überlegt hat, sieht man, ich meine, wir haben es ja, jeder, der sich ein bisschen mit dem FC Bayern befasst, hat ja gesehen, dass das Schwachsinn ist. Ja, da könnte er jetzt selbst sagen, ja, na klar, ist das so. Nein, das ist nicht so. Ja. Vergleichen nur Pavlovic mit Kimmich und Goretzka aktuell. Ja, nur ein Beispiel. Vergleichen Tell vorher mit Koman oder mit der aktuellen Form vom Sané und so weiter und so weiter. Ja, also dass das nicht so ist, nimm De Ligt als nächstes Beispiel. Ja, es ist nicht so. Und anscheinend, wie wir gerade hören, ist das immer so sein Gedanke. Dann muss ich ehrlicherweise zugestehen, dann habe ich den Tuchel persönlich vollkommen falsch eingeschätzt. Erklärt aber natürlich dann seine Vorgehensweise in der letzten Saison. Ja? Und erklärt dann auch, warum bei uns nicht knallhart nach Leistung aufgestellt wird. Wenn das alles Faktoren sind, die er damit einberechnet, ja, dann erklärt das vieles für mich persönlich. Und zeigt, dass ich einen Tuchel einfach komplett falsch eingeschätzt habe. Ja. Dass es eine Rolle spielt und dass es eine Rolle spielt, ob also das ist ja, er sagt ganz normal. Also jeder kriegt auch eine individuelle Behandlung und ob jemand jetzt als Newcomer, als 18-Jähriger, 19-Jähriger spielt oder als 25-Jähriger oder als 30-Jähriger, das ist schon eine andere Form von dem Umgang. Und da würde ich euch jetzt auch nicht mal außer Acht lassen. Also wenn Thomas Müller auf der Bank sitzt, das ist, also ich habe den Tuchel maßlos anders eingeschätzt, bevor er zu uns gekommen ist. Ja. Ich habe ihn genau so eingeschätzt, dass er auf diese Sachen halt scheißt. Das war mein Eindruck von Thomas Tuchel. Ja, dass genau diese Sachen keine Rolle spielen, die er gerade erzählt. Und er sagt ja jetzt, dass das alles eine Rolle spielt. Ja, dass er darauf die ganze Zeit Rücksicht genommen hat. Und dann erklärt das natürlich auch, warum ein Kimmich immer auf der 6 spielt.
Ja, weil ein Kimmich sonst rumheult und sonst was. Und ja, ich stimme ihm zu. Klar, spielt der Kimmich da nicht mehr, sitzt der Kimmich auf der Bank, kommt die Frage, wie bei Müller, kommt die Frage. Ja, ich bin gerade entsetzt. Ich bin gerade wirklich entsetzt. Ja. Ich habe vieles erwartet, aber genau das habe ich nicht erwartet. Und das ist gerade super schade. Ja. Wer weiß, was wir für einen Fußball gesehen hätte, wenn Tuchel sich getraut hätte, eben darauf zu scheißen, ob der Spieler 18 ist, 25, 30, ob er 9 Jahre, 2 Jahre oder ein halbes Jahr im Verein ist. Ja. Wild, wirklich wild. Aber er erklärt natürlich, für mich persönlich jetzt, so viel. Ja. Also jedes Mal, wenn wir eine Aufstellung, eine Auswechslung kritisiert haben, erklärt das natürlich das alles. Wenn er da jedes Mal sitzt und sich Gedanken macht, was dann passiert, wenn ich den und den Spieler da rausnehme, was ich absolut nicht nachvollziehen kann im Leistungssport. Ja, um darauf mal zurückzukommen. Das fühle ich gar nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt. Klar, wenn du da jetzt einen Spieler hast, der 7 Jahre super erfolgreich, der Verein hat den super viel zu verdanken. Ja, na klar, kannst du denen da mal 1, 2 Spiele gönnen, wo man sagt, da komm, deine Leistung war jetzt aber nicht so gut, komm, red mal mit ihm, dann redest du vielleicht nochmal mit ihm. Sollte das aber dann nach 1, 2 oder spätestens 3 Spielen nicht wieder eine Steigerung zu sehen sein, ja, da muss man reagieren, da muss der raus. Ja, und nicht diese ganze Zeit diese Spieler durchziehen. Und genau das sind die Punkte, die ich gedacht hatte, weil das war ja schon der Nagelsmann so, wo ich gedacht habe, jawohl, jetzt kommt der Tuchel und der wird genau das machen. Und er sagt ja jetzt selber, dass er genau das nicht tut. Also wild. Also ich habe ihn komplett falsch eingeschätzt. Wie sind da die Nachfragen? Oder wenn Rafa Guerrero auf der Bank sitzt? Macht ihr da kein... Kommen die nicht? Das ist das Wort, aber das ist... Also, sorry, das ist doch genau das Thema. Das ist ja, aber es kann nicht sein, dass er als Trainer jetzt anfängt und sagt, ja, wenn ich den jetzt rausnehme, dann kommen hier die Nachfragen, da die Nachfragen. Alter, was ist das für ein Argument? Also nochmal, ich habe den Tuchel komplett falsch eingeschätzt. Dann ist er eine absolute Mimose, Alter. Ja, man muss ja wohl als Trainer einer Profimannschaft auf diesem Niveau, muss man doch wohl die Eier haben und sagen, ja, wisst ihr was? Der Kimmich sitzt draußen, weil er gerade nicht die Leistung bringt. Und deswegen spielt der Pavlovic. Oder jetzt auf den Guerrero bezogen, der Davis sitzt draußen. Auch wenn er ein guter Kerl ist, weil er seit Wochen keine Leistung bringt. Deswegen spielt der Rafa Guerrero. Punkt. Ja, da muss man ja auch nicht jedes Mal rumdiskutieren. Auch die Nachfragen zu Müller immer. Warum kommen die Nachfragen immer zu Müller? Weil er sich da hingesetzt hat und gesagt hat, ja, jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel. Dann soll er sich doch da hinsetzen und sagen, wisst ihr was, ein Thomas Müller passt gerade nicht in mein Konzept und die Leistungen, die ich vom Thomas Müller bisher gesehen habe, reichen halt gerade einfach nicht aus. Und dann ist die Diskussion doch beendet. Punkt. Ja, Alter, wild gerade, richtig wild. Aber es erklärt meine komplette Kritik, die ich die letzten Wochen und Monate zum Tuchel hatte. Sind hier mit dieser einen Aussage komplett erklärt. Das ist auch genau das Thema. Also du beschreibst jetzt im Grunde was absolut in der Realität von euch als Feedback überhaupt nicht zurückkommt. Ihr seid auch die allerersten, die kompletten Unterschied machen und komplett darauf gehen. Wer wird ausgewechselt? Den hat er jetzt ausgewechselt und dann wird eine Woche Sondersendungen darüber gemacht. Dann werden 2 Wochen... Ja, richtig. Stimme ich ihm 100% zu. Aber das muss ihm doch scheißegal sein als Cheftrainer des FC Bayern, Alter. Ja? Er sagt doch auch selber, er beschäftigt sich gar nicht damit. Ich stimme zu. Ja? Klar, die Presse macht gleich wieder Sensation. Boah, Kimmich sitzt auf der Bank. Ist ja ausgebootet, ist ja nicht mehr gut genug. Blasels. Dasselbe mit Thomas Müller. Das Aushängeschild des FC Bayern spielt nicht mehr, ist nur noch Ersatzspieler. Ja. Na klar passiert das, weil das Klicks sind und Zahlen und bla. Aber das muss ihm doch scheißegal sein. Also er kann doch nicht danach das in seine Überlegungen mit einbeziehen. Was passiert dann? Welche Fässer werden in der Presse aufgemacht? Also sorry. Nein. Also, boah. Ich ärgere mich gerade so sehr über mich selber, dass ich einen Tuchel so falsch eingeschätzt habe. 2 Wochen drüber geschrieben. Der gleiche Vorfall mit einem Rafa Guerrero oder mit einem jüngeren Spieler wird gar nicht darüber diskutiert. Doch, bei uns hier oder bei mir hier auf dem Kanal wird das diskutiert.
Ja, genau das wird diskutiert. Und es wird auch klar gesagt, dass man nicht versteht, warum diese Spieler, diese etablierten, satten Spieler immer wieder spielen. Ja, vielleicht hätte Thomas Tuchel sich da mal eher hier diesen Kanal angucken sollen, anstatt sich mit irgendwelche Pressefuzis auseinanderzusetzen. Weil hier hätte er die Unterstützung bekommen, um das durchzuziehen. Anscheinend ist es ja nicht so, dass er keine jungen Spieler mag. Er hat einfach nicht die Eier gehabt, sich das zu trauen und zu sagen, ich stelle den jungen Spieler dahin, obwohl der Etablierte da ist, weil ich den jungen Spieler für besser halte. Ja, das ist ja gerade, was er sagt. Ja, das müsst ihr euch mal reintun. Ja, also eigentlich hätte Tuchel gerne genau das gemacht, was wir kritisieren hier auf diesem Channel und in dieser Community, aber er hat sich nicht getraut, aus Gründen, dass die Presse auf ihn geht, und dass er das jedes Mal wieder erklären muss. Alter, was ist das denn bitte für ein Take? Also sorry, dann ist er ja auch dann ist er leider der verkehrte Trainer. Du musst doch die Eier dazu haben. Ja, und deswegen war ich auch so enttäuscht nach den ersten 3-4 Wochen vom Tuchel, dass er genau das bei uns nicht gemacht hat letzte Saison. Also wild. So. Deshalb sind wir doch genau darin. Und das ist doch dann sehr naiv zu fragen, ist es nicht einfach so, der ist gut, der fliegt, der geht raus und der andere. Also so war es weder bei dir, als du gespielt hast, noch ist es heute so. Ist auch was ganz Normales. So muss es aber sein. Wir reden über Leistungssport. Wir reden ja nicht irgendwie über eine Hobbymannschaft oder eine kreislige A, B, C-Mannschaft. Ja, wo man klar sagt, ja komm, hier, die sind hier Spaß an der Freude. Wir reden über Leistungssport, um Titel. Am Ende des Tages um Geld. Fußball ist ja nun mal nur noch ein Geschäft um Geld. Und dann muss es nach Leistung gehen. Nach Leistung und nichts anderem. Nicht, ob der 18, 23, 25, 30 ist und ob er 9 Jahre, 2 Jahre oder 3 Monate im Verein ist. Ja, das ist doch gerade ein Offenbarungseid, was der Tuchel hier gerade von sich gibt, Alter. Natürlich wissen wir nicht, inwieweit der Verein damit mit Einfluss nimmt. Aber er hat ja gerade selber gesagt, ich handhabe das immer so. Das habe ich bei allen meinen Stationen so gehandhabt. Also das ist gerade wirklich wild. Wenn er natürlich dann jetzt, er hat ja gesagt, ist jetzt befreit davon. Er muss das jetzt nicht mehr machen. Es ist ihm am Ende des Tages dann jetzt scheißegal. Dann bin ich sehr gespannt auf die Aufstellung die kommenden Wochen. Ja, aktuell ist ja noch ein bisschen schwierig, weil wir noch einige Ausfälle haben, wo wir gerade keine andere Wahl haben, dass bestimmte Spieler spielen. Aber dann bin ich mal gespannt. Dann habe ich ja noch sogar ein bisschen Hoffnung, ja, dass man dann jetzt auf einmal mal besseren Fußball sehen wird. Aber jetzt das so hinzustellen, zu sagen, was wir jetzt mal kurz kritisieren müssen, was er gerade macht, der Tuchel, er stellt das jetzt hin und sagt, ja, wegen euch, ihr wisst doch, wie das ist, ihr seid doch die da reinhauen. Er sagt jetzt gerade, allein deswegen kann er das nicht machen. Das fühle ich halt gar nicht. Also man muss schon den Egoismus haben, die Stärke haben, gerade im Leistungssport kann man das ja auch easy peasy rechtfertigen, wie ich es gerade gesagt habe, dass, wie wir es alle sehen, wenn Pavlovic gespielt hat, war er besser als ein Kimmich und Goretzka zusammen. Ja, das hat ja jeder gesehen, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat. Also da jetzt zu sagen, ja, das konnte ich aber nicht machen, weil welche Diskussion ist da, wenn ich einen Kimmich auf die Bank setze? Also das fühle ich gerade gar nicht und das zeigt mir, ja, er ist dann auch nicht der richtige Trainer, ja. Aber wenn er das jetzt gerade so klar kommuniziert, Alter, dann glaube ich, wird das auch echt schwer für andere Vereine, wenn die das hören. Ja. Also wild. Keine Ahnung, wir reden ja über Leistungssport. Und im Leistungssport soll es in erster Linie nach Leistung gehen, ja. Er hat ja gerade selber auch vorher durchklingen lassen, dass es ihm scheißegal ist, ob jetzt ein Spieler enttäuscht ist oder nicht enttäuscht ist. Ja. Also wild. Und finde ich jetzt ein bisschen heuchlerisch, so um die Ecke zu kommen. Wir arbeiten immer so, dass du jetzt als Trainer, das war glaube ich für Jupp auch so, als Pep dann verkündet wurde, während er noch um alle Titel gekämpft hat und ja Gott sei Dank auch alle Titel geholt hat, glaube ich, gibt dir das, ob du das möchtest, ob wir das gut finden, schlecht finden und sonst was. Wir trainieren auch jetzt nicht anders, also wenn das so rübergekommen ist, wir trainieren nicht anders, aber es gibt dir einfach, ob du es willst, ob du es nicht willst, ob du es gut findest, es gibt dir auf jeden Fall ein paar Prozente an Entscheidungsspielraum, wo du ein bisschen rücksichtsloser sein kannst. Und wir werden sehen. Im Moment müssen wir ganz alleine schon aus der verletzten Situation viel Rücksicht nehmen. Ich glaube, dass das auch ein Riesenpunkt ist. Wir hatten
Boah, der Kimmich wird kein Spiel mehr spielen, Alter. Ich garantiere es euch. Der Kimmich wird nicht mehr spielen. Ist jetzt mein Take. Ja, alles, was ich jetzt gehört habe, wenn ich dann daran denke, wann der Tuchel diese Aktion gemacht hat, so, auf der Trainerbank, das war genau, wo Kimmich den Ball ins Ausgespielt hat. Der Kimmich wird kein Spiel mehr machen. Auch auf diese Aussage jetzt. Ja, wir haben ja jetzt gerade die Verletzten-Situation, deswegen kann ich ja jetzt noch gar nicht so handeln, wie ich möchte. Das bedeutet für mich auch, ja, der Josh muss ja gerade spielen. Ja, so. Ich garantiere euch, der wird nicht mehr spielen im Zentralmittelfeld. Leimer ist wieder fit, Pavlovic ist eh besser, der wird nicht mehr spielen. Ich garantiere es euch. Ich bin sehr gespannt. Wir haben spannende Wochen vor uns, Leute. In der ganzen Saison noch nicht einmal die Situation, dass Spieler wirklich um ihren Platz kämpfen, weil sie wissen, diese Position ist doppelt besetzt. Oh doch, das hatten wir schon. Das stimmt nicht. Ja, gerade im zentralen Mittelfeld hatten wir das mit dem Pavlovic. Auch auf Außen mit dem Tell hatten wir das. Ja, natürlich, hinten mit rechter Verteidiger hatten wir das nicht. Auch lange in der Innenverteidigung nicht. Aber ansonsten hatten wir das auf allen Positionen. Ja. So, man hat sich halt nur nicht getraut. Aus den gerade von ihm dargetragenen Gründen. Ich muss liefern im Training, ich muss liefern im Spiel, ich muss wieder liefern. Es ist mittlerweile so, dass jeder, der ins Training kommt, im Kader ist. Durch die ganze Saison gab es, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal die Situation, dass wir einem einzigen Lizenzspieler mal die schlechte Nachricht sagen müssen, dass er nicht im Kader ist. Das ist nicht förderlich für vielleicht genau das, was uns eigentlich allen fehlt, wenn wir spielen. Uns allen fehlt der Biss, das Verbissene, die Energie zu sagen, ey, ich gehe hier nicht vom Platz runter, ich muss hier, und am nächsten Tag muss ich wieder darum kämpfen. Und das ist mit Sicherheit auch ein großer Baustein in der Beschreibung der Situation. Ich weiß weder, wo ich angefangen habe, noch wie ich jetzt aus der Antwort rauskomme. Es war Torben Hoffmann, was schwer. Ja, du beendest mit viel Leidenschaft und wir müssen dann zum Mittagessen. Okay, danke, bis morgen, servus. Wild, Leute. Also erstmal, wir haben die Pressekonferenz hat 0 mit Leipzig zu tun gehabt. Wer hätte das erwartet? Die Takes, die ein Tuchel jetzt gerade gebracht hat, hätte ich niemals mit gerechnet, dass er genau diese Art Trainer ist. Ja, und genau darauf diese Rücksicht nimmt. Und das so viel beeinflusst bei ihm. Das ist gerade echt wild für mich. Aber nochmal, für mich persönlich erklärt das so viel. Ja? Und ich habe jetzt berechtigte Hoffnung, dass wir einen Pavlovic bis Ende der Saison sehen werden in dieser Mannschaft. Und vielleicht auch einen Tell. Ja? Weil es dann einfach... Ich glaube auch, er sieht ja auch die Leistung vom Leroy. Und wenn die so scheiße sind, dann wird ihm das auch scheißegal sein, wie der Spieler dann so über ihn denkt bis zum Saisonende hin und her. Ja? Vielleicht sehen wir dann auch eher mehr einen Brian. Wer weiß. Ja? Ich bin sehr gespannt. Die kommenden Wochen, Spiele, denk mal so die nächsten 3-4 Spiele, können sehr interessant werden. Ja, gegen Leipzig stellt sich vieles von alleine auf, aber ich denke danach wild. Ich bin gespannt, Leute. Und das kann Ruck geben, natürlich. Ja? Wenn jetzt endlich mal das passiert, was ich die ganze Zeit gefordert habe, dass endlich mal die etablierten Spieler außen vor sind, wenn sie keine Leistung bringen, ja, wird er dann auch zu diesem Punkt kommen, dass dieser etablierte Spieler sich mal hinterfragt und dann vielleicht auch wieder bessere Leistung bringt. Ja. Also das ist ja dann auch so ein Kreislauf. Ich bin gerade maßlos entsetzt darüber, dass wir über den Leistungssport beim FC Bayern reden und es gerade offen kommuniziert wurde, dass man nicht nach Leistung aufstellt. Aus den besagten Gründen. Wild. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Spiele, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. An dieser Stelle wie immer vielen Dank für euren Support. Haut rein, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen.
Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.